Analog Fotos. Ich mache es viel zu wenig, ich sollte viel mehr und untypischerweise vor einer Woche, nachdem ich jetzt fast eine Woche krank war, habe ich meine Leica MP mitgenommen mit meinem aktuellen Lieblings 50 mm Summilux-Objektiv und habe einen Kodak 400 TX geladen. Dummerweise, und ich bin tatsächlich noch nicht ganz so erfahren, was Analogfotografie angeht, weil ich das in meiner Kindheit nur so mit Point-and-Shoots-Kameras gemacht und mit manuell fokussierten, manuell zu belichtenden Kameras wie der Leica MP mache ich das erst etwa seit einem Jahr. Da muss man den ISO hin auf der Kamera mit dem Rädchen einstellen, entsprechendem Wert, wo der Film hat. Und das vergesse ich, so stellt es vielleicht an. Das muss man entsprechend dem Wert auf dem Film einstellen. Hier 400, das habe ich leider verpasst und es war auf 100 eingestellt. Coolerweise hatte ich den kleinen DJI Osmo an und ein paar Videoaufnahmen gemacht, die ich im Foto gesehen habe. Weil ich dachte, wenn das coole Aufnahmen werden, dann kann ich euch ja das zeigen. Und jetzt bin ich eigentlich zuerst total skeptisch gewesen, ob das überhaupt etwas wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich mache es viel zu wenig. Ich bin immer sehr unsicher, ob ich richtig belichte, ob schon ich weiss, wie manuell belichtet. Und wie ich jetzt auch hier ein bisschen im Einblenden bin, sind die Fotos mega cool geworden. Zwei habe ich besonders Freude. Und zwar ist das einerseits das Bild hier. Das ist in der Nähe vom Bundeshaus oder respektive hinter dem Bundeshaus, wenn ihr drumherum lauft. Ich möchte nicht mehr so gut erklären, wo etwas in Bern ist, aber es ist beim Bundeshaus. Wir haben dort unten auch die coolen Lauben. Ist ziemlich busy gewesen, natürlich so weihnachtsmässig. Aber man kann dann richtig cool so mit Frames arbeiten, also Sachen einrahmen, wobei eben auch das mit der Beleuchtung ein bisschen komplizierter macht, vor allem wenn ihr nicht auf ein Display schauen könnt. Dann bin ich ein bisschen mehr in die Stadt hineingelaufen, aber ich auch noch fast vor dem Bundeshaus. Und dort sind ein paar Herren gehen ein bisschen im Schach spielen, so mit einem grossen Schach. Und ich habe mich dort tatsächlich getraut, sogar mit der analogen Kamera. Ich hatte zwar noch eine digitale dabei, auch ein bisschen zu hocken. Und ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit fremden Leuten fotografieren. Ich probiere eigentlich auch das Gesicht nur anzuschneiden. Also echt nicht komplett ins Gesicht hinein zu fotografieren. Wobei es lässt sich manchmal nicht verhindern, dass du halt ein komplettes Gesicht siehst. Aber ich bin dort gleich immer noch so ein bisschen vorsichtig, was Streetfotografie anbelangt. Und das ist mein Highlight. Das finde ich wahnsinnig ein cooles Foto, wo alle so band dem Schachspiel zuschauen, voll ein lustiges Treiben. Es war perfekt, um ein paar Fotos zu machen. Es hat auch noch diverse Fotos, wo keine Gesichter drauf sind. Das hier ist jetzt eins mit. Das gefällt mir trotzdem sehr. Ich hoffe, die Herren verzeihen mir, dass man sie erkennt drauf. Man kann, glaube regelmässig schauen, wie sie dort im Schachspielen sind. Ich kann Ihnen also sehr empfehlen, mal analog Film laden, muss nicht schwarz-weiß sein und einfach mal losziehen. Sehr eine entspannende Sache gewesen, wird die auf jeden Fall wieder machen.